Das ist schockierend. Der Blutbilder ist so primitiv und ist so verbunden mit dem alten Regime, also man wollte meinen, also es ist verschwunden und nein, es ist nicht verschwunden. Und viele haben käme nicht getracht wegen dem, ist der Doktorenprozess gewesen, wie ihr sagt, Blutbilder. Ja. Und wie ist gewesen die Lage wenn die Juden sind zurückgekommen zu der amalige Heimen in Ukraine, bei Russland, die haben evakuiert oder sind gewesen in der Rote Armee und heimgekommen ist, haben sie gefunden einen verstärkten Antisemitismus? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe nicht äußergewöhnlich gute Entfer, weil ich meine, man darf sich vernehmen mit der Thema von Restitution, Ich habe ein paar Fällen, ich habe Beispiele, wo in Vinica, in der Stadt von Vinica, a jüdische Tate und ein Sohn kehren sich von Evakuation, sie beten zurück sehr Hab und Gut, nur sehr Stube oder Tiere und man gibt es sie nicht. Und die Ortige haben sich besetzt dort. Sie wenden sich zu der Macht und die Macht sagt, es macht nicht aus, jetzt wohnt dort eine andere Mischproche, geht und besetzt sich in eine andere Stube. Ja, das heißt, die Problem für Restitution, was ist solch ein moralisches Problem wird nicht behandelt sehr gut von den Sowjeten und Sachiden beklagen sich. Sachiden, wenn viele schreiben zu Michaels, ja, und Michaels allein wird sich wenden zu die Macht in Moskau und sagen, als Jeden kehren sich von Evakuation oder von der Rote Armee oder die wenig Jeden, was sind geblieben leben, nicht geguckt auf die Schiites in der Zweiten Weltkrieg und sie kehren sich zu starker Antisemitismus. In der ersten Antisemitismus wächst ein bisschen in der Zeit von der Zweiten Weltkrieg. In 1943 der größere Schreiber Wassili Grossman, was ist einer von meinen beliebtesten Schreiber, was ich nehme an eine Sache von euren Zuhörern kennen, ja, ich weiß nicht, ob er hat es übergesetzt auf Jiddisch, ja, sein großes Werk Жизнь и судьба, ja, das Leben und wie sagt man, Life and Fate, das Leben und Geiro, ja. Ja, nur klar, er ist einer von den Journalisten, von den Schreiber für der Hauptjournal, was geht raus, für die Hauptzeitung, Entschuldigung, was geht raus von der Rote Armee, und er schreibt dort, aber speziell in sein Tagebuch, wie schockiert er ist von dem Antisemitismus, was steckt darauf dem Kopf. Was hat so geglaubt, der Sowjetenverband ist, hat befreit jeden von Antisemitismus. Wir haben Zeit, ich bin nicht sicher, wie viel Zeit es bleibt uns, aber ich will euch fragen, wie wichtig ist Jiddisch in der Forschung von der Geschichte von sowjetischen Judentum? Oftmals sieht man, als Menschen schreiben wegen dem on Jiddisch. Zum Beispiel, wie hat er geheißen, Weinbergsbuch wegen Birobidjan. Oh ja, ja. Nicht stark in ein jiddischer Mock, ja. Und euch wegen Wanke, was schreibt wegen die jüdische Partisanen in Weißrussland und Geminster Ghetto, ist euch on Jiddisch. Ist will ich euch fragen, sagt etwas Litauisch Jiddisch in der Forschung? Ich halte in allgemein, als man forscht jiddische Geschichte, ja, muss man kennen die jiddische Sprachen. Man muss kennen auch die nicht-jiddische Sprachen, weil
jüdische Geschichte ist ein Dialog zwischen Jiden und Jiden, ja? Aber man muss auch kennen die jüdische Sprachen. Und als man forscht, die Jiden in Misachrope und in Sowjetenverband, muss man kennen Jiddisch, weil das ist gewähnt sehr Sprach. Aber warte, in die noch mehr kommen die Kufe, wenn die Mehrheit von den Jiden, von gewesenem Truma Moschew seinen umgekommen, können sich öfter an zu geben. Und aber nein, I take that back. Ich meine, man muss kennen die jüdische Sprache. Man muss auch kennen Hebräisch, weil er sagt, jeden Le Moshe, wo seinen Gewinn von Polen und nach dem Rhein in Sowjetenverband und sein Gewinn in Gulag und gewisse von denen sind geblieben im Sowjetenverband, andere sind herausgefahren, kein Eretz Israel oder Israel und man muss kennenlernen, sehr sich reines. Also ich halte es zu seiner ein guter jüdischer Historiker muss man kennen, Jiddisch. Maskim.